Geschichte habe ich tatsächlich noch nie vorgetragen. Die ist so alt, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, dass die gibt. Aber nachdem Christine mich gefragt hat zu den Geburtstagen zum Lesen, ich habe mich dann erinnert, ich habe einmal also eine Geschichte geschrieben über Besuche und habe mir die wieder angeschaut, habe es ein bisschen umformuliert und habe mir gedacht, die passt eigentlich ganz gut, weil ein Besuch kann einen manchmal auch stressen. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten vom Besuch. Haben Sie schon mal einen richtigen Besuch gehabt? Nein. Ja, dann lassen Sie einer von mir mal erzählen, wie dieser so ist. In der Regel gibt es 4 Arten von Besuchen. Einmal den angekündigten Besuch, auch Familienbesuch genannt. Er besteht meist aus einer größeren Ansammlung eines Teils der Verwandtschaft. Das beginnt meistens beim Opa und endet bei den Enkeln. Schema F beginnt zu laufen. Herzliches Begrüßen, Kaffee und Kuchen, was ist in der Familie los, Gespräche, Wurst und Käseplatte, Begrüßen und letztlich Rückblick auf den Krieg und absolute Resignation über das Scheitern des Zweiten Weltkriegs. Der Familienbesuch endet meist zum Anfang der Dämmerung. Vor der Verabschiedung wird meist ein Datum für einen Besuch beim Besuchenden ausgemacht, ansonsten ist der Familienbesuch ohne Nebenwirkungen verbracht worden. Dann gibt es noch den Geburtstags-, Namenstags- oder Festtagsbesuch, der in der Regel entweder nachmittags oder abends beginnt. Nun weitet sich der Kreis der Besuchenden schon enorm aus und bietet fast keinen Vergleich mit den vorigen. Ich will Ihnen einmal eine typische Situation schildern. Ja, grüß dich, alles Gute zum Geburtstag. Mei, bist du jetzt auch schon ganz schön alt geworden. Aber denkt er nichts und schaut uns an. Ja, merci, denkst du dann. Das fängt ja gut an. Redst nicht lang umeinander und ruckst die Geschenke raus. Du Vater, tu einmal die Geschenke her. Sagt Oma, wofür Geschenke? Hat gemeint der Opa. Ja, hast du vielleicht die Geschenke vergessen? Fragt Oma. Langsam wird dir mulmig. Du denkst dir, Gott sei Dank, kein Strickpulli von der Oma. Jetzt müssen sie mir Geld geben. Du Vater, wenn wir einem Burm schon unser Geschenk nicht bringen, dann geben wir ihm halt ein Geld. Wofür Geld? Fragt der Opa. Tu halt einmal deinen Geldbeutel her, Vater. Ich hab keinen dabei. Mein Bub, meint Oma zu dir, das tut mir jetzt aber recht leid, aber du kriegst das nächste Mal. Wir sehen uns gewiss bald wieder. Und jetzt stellst du dir mal vor, du wohnst in Hinterhugel-Dapfing und Oma und Opa in Minga. Über 200 Kilometer. Nein, das Geld siehst und kriegst du nie. So geht es weiter bis zum Onkel Nummer 5 und so weiter und so weiter und so weiter. Bis du mit dem Reden fertig bist, ist die Wurstplatten und alles andere futsch. Du denkst, der leckt mich doch am Arsch. Nächstes Jahr gibt es keine Feier. Aber du kommst ja nicht aus. Ja, ja. Und dann war da noch drittens, der Blitzbesuch. Oh Gott, meine Haare. Und angewaschen habe ich mich auch seit 3 Tagen nicht. Und das Geschirr, um Gottes Willen, da laufen ja schon Dummheiten umeinander. Wow. Einkaufen wollte ich auch noch. Naja, jetzt ist es ja wurscht, kriegen sie halt die Sachen, die wir nicht mehr mengen. Weil sie abgelaufen sind. Und ein guter alter Muckifuck-Kaffee ist auch noch drin. Denkt man sich dann und lässt den Besucher ein. Der Vorteil, der liegt ja auf der Hand. Nach dem Besuch geht der Besucher spontan auf die Intensivstation. Nicht etwa auf einen Krankenbesuch, sondern den Magen auspumpen. Den sieht man nicht so schnell wieder. Weil wir mir gerade beim Krankenbesuch waren. Jetzt gibt es nur eine letzte Besuchart, nicht? Und zwar, wenn man die Verwandten so weit hat, dass sie im Krankenhaus liegen. Dann erweist mir einer die Ehre von einem Krankenhausbesuch. Ja, mein Gott, was hast du denn angestellt? Fragt man dann. Dann blickt man in ein Gesicht aus Blut unterlaufene Augen. Da meint der Kranke drauf, ich war auf einem Besuch und da hab ich was falsch gegessen. Oh mein, das kommt jetzt irgendwie bekannt vor. Und dann sagst du ganz scheinheilig zu ihm, naja, du schaust eh schon wieder recht gut aus. Wir haben da ein paar recht gute Keks mitgebracht zur Stärkung. Die Keks sind bei dir daheim lange in die Ecken gelegen und keiner will's. Aufs Verfallsdatum hast du nicht geschaut, aber wahrscheinlich steht schon gar nicht mehr drauf. So alt sind die schon.
Und dann schaust du am besten, dass du einfach schnell wieder gehst und bist froh, dass der Nachbar dann erzählt, dass man dem zuletzt auf dem Besuch zwar am Magen hat auspumpen müssen, aber sich der Verdacht auf die Blinddarmentzündung doch nicht bestätigt hat. Und du bist zum Glück aus dem Schneider.